Jecke, Fastelovend ist fast vorbei. Wir haben jetzt den Dienstag, 12. Februar und jetzt kommen die News. Ja, liebe Fastelovensjäcke, ich hoffe, ihr habt Karneval all gut überstanden und seid wieder gut zu Hause angekommen. Das ist ja hin und wieder ja nicht so einfach. Ja, kommen wir direkt zum ersten Thema. Rosenmontag in Köln. Herrlich. Was war da der Bildschirm? All die Jäcke in der Straße, so jetzt jeder doch nur in der schönsten Stadt der Welt. Wahnsinn. 7,5 Kilometer Kölsches Blut. Das war der längste Rosenmontagszug aller Zeiten. Über 12.000 Teilnehmer. Das ist wirklich eine Sensation. Die ganze Funke, Marieche, Musikkapelle und. So jetzt jeder doch nur in Köln, oder? Tja, Liefjecke, der Karneval, der neigt sich ja so langsam, singen eng. Und gestern sind wir dann auch mit ein bisschen Wehmut in das Bett gegangen. Und haben uns hin und her überladen und dann haben wir noch uns überladen und hin und her. Und dann haben wir gedacht, gut, man müsste jetzt irgendwie Ziel haben. Was können wir machen, worauf man sich dann freuen kann. Und da haben wir uns überlegt, dass wir jetzt von der Kölsche News die Aktion 5000 machen. Aus Facebook-Freunde, die haben das gestern nicht lesen können. Mit unserer Kölsche News liegen wir voll im Trend. Innerhalb von nur einer Woche haben wir 500 Fans auf Facebook. Im Augenblick sind wir bei über 720 Facebook-Freunde. Das macht Lust auf mich. Also, das Ganze läuft folgendermaßen. Sobald wir hier die 5000 Freunde erreichen, werden wir ein schönes Konzert mit unserer Lieblingskapelle von Casala anzetteln. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns dabei ein kleines bisschen unterstützen würdet. Ich bin jedenfalls gespannt, ob wir das irgendwie hinkriegen. Tja, kommen wir zum nächsten Thema. Der Papst tritt zurück. Zum ersten Mal seit 719 Jahren. Stand ich da gestern auf dem Rosenmontagszug. Da erzählt einer, dass der Ratzingers Ben zurückgetreten ist. Ich hatte das erst für eine schlechte Witz gehalten. Aber scheinbar, ich habe jetzt nochmal neu gezettelt, scheinbar ist das in der Tat so gekommen. Ja, schade. Jetzt sind wir nämlich Papst. Wir sind Mensch. Ja klar sind wir Mensch. Was dann auch sonst? Oder zweifelt der ein oder andere von euch an der Tatsache, nach dem ganzen Fastelovensfeiern und Kostümieren? Aber natürlich kann das jeder, der ein bisschen normal im Kopf ist, verstehen. Wenn man gesehen hätte, wie der Hannes Paul II. Am Engler für sich her krepiert ist das eine weise Gedanke. Wenn man keine Kraft mehr hat, muss man aufhören. So war das bei mir ja am Samstagabend auch. Wenn man plötzlich, wie aus dem Nix, nicht mehr stehen und jammern kann. Geschweige denn Schwade. Und Schwade mut der Ratzingers Ben ja viel. Und dann auch noch in alle möglichen Sprachen. Also das hätte ich am Samstagabend sowieso nicht mehr hinbekommen. Eine gute Sache hätte das ganze Malheur ja auch. Noch für Ostern, also im März, können wir wieder auf der Flimmerkiste schauen und rätseln, welche Farbe der Qualm jetzt hat, der da aus dem Dach von dem Hüschen kommt. Und dem Benedetto wünschen wir alles Gute und viel Ruhe im Kloster. Peace. Ja, Liefjecke, kommen wir mal zu ernsteren Themen. Netti Charan, müssen wir uns jetzt Sorge machen. Ja, Netti, wie sieht es dann aus? Hast du noch schön Fastelovend gefeiert? Grund zum Feiern hast du ja im Prinzip genug. Du hast jetzt viel mehr Freizeit und kannst das Leben in volle Züge genießen. Immerhin bist du ja jetzt auch 57 Jahre alt. Da ist es doch gut, dass du jetzt quasi gezwungen wirst, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Und mit der läppschen Pension von 13.000 € jeden Monat wirst du ja auch noch einigermaßen gut zurechtkommen, oder nicht? Immerhin kriegst du ja wenigstens auch noch ein Übergangsgeld von 186.000 €, damit du dir zu Hause schön gemütlich machen kannst. Ich frage mich immer, wer sich die Zahl ins ausgedacht hat. Die steht doch in keinem Verhältnis zum Rest der normalen Bevölkerung, oder? Wenn man sieht, der Müllers Bitter von Neven annehme, der arbeitet 40 Jahre, zahlt Unsumme in der Rente, kass in.
ist immer im Brass von morgens bis abends, spart privat auch noch 300 € in alle möglichen Drissversicherungen und dann, nur der 40 Jahre, kriegt er eine Rente von 2.800 € ausbezahlt, die der dann auch noch versteuern muss. Also irgendwie habe ich den Verdacht, dass bei der ganzen Politiker in Sachen Pensionen schwer jetzt aus dem Ruder läuft. Et net die he, 13.000 € Pension. Naja, ein ganz unge aus. Unser Eins muss schauen, dass er später nicht in Altersarmut gerät. Und die Politiker he, die schwaden sich Mütz und kommen aus dem Lachen nicht mehr raus. Kommen wir zum nächsten Schaf. Vor kurzem hatten wir doch noch den Driss mit dem Kermit, der Wolf. Der hätte doch verdammt schwer gehabt, immerhin 19 Monate als Bundespräsident aktiv. Musste sich jetzt mit seinem Ehrensold begnügen. Am Anfang waren das ja nur 199.000 € im Jahr. Zum Glück haben sie das einfach noch um 18.000 € erhöht, sodass der jetzt 217.000 kassiert. Dazu brauchte er natürlich auch noch einen Chauffeur, ein Büro, eine Büroleiter, eine Sekretärin, eine Kaffeemaschine. Mit in der Summe noch 200.000 bis 300.000 € im Jahr. Und absolut zu Recht, oder? Hey, der Wolfschrist, das ist doch ein Aushängeschild unserer Gesellschaft. Also ich finde, man muss auch jünger können. Auch das ist ein Fall für den Fastelovensbütt. Mit normalem Menschenverstand ist so jetzt jedenfalls nicht zu erklären. Der Kermit wie ein Amtsmissbrauch und Vorteilsnahme aus seinem Amt katapultiert. Und dann kriegt er jeden Morgen sein Kontorand voll gemacht. Also dort robt 3-mal Berlin Alarm. Tja, jetzt Osterlameng Russ. Noch ein paar Kurznachrichten. Unter anderem, was ist mit dem FC los? FC braucht ein Wunder, stund da geschrieben. Also eins vorweg. Wenn der FC noch irgendwie auf der 3. Platz kommen sollte, werde ich zu Fuß nach Köln gehen. Am Samstag in Cottbus war das ja wieder nichts. Gut, man könnte sagen, immerhin einen Punkt geholt. Dann muss man sich einfach auch mit einem 4. oder 5. Platz begnügen. Steht sagen, wir starten ab jetzt in so eine furiose Serie. Und ich sage jetzt abends 5 sehe ich in Serie an. Und damit fangen wir am Montag auf St. Pauli an. Und schauen, ob die Geisböck das hinkriegen. Ja, heute haben wir ja den 12. Februar. Was ist eigentlich passiert an dem Tag? Tja, 1339. In Venedig verbietet der Rat der 10 das Antrecken von Maske auch nicht an Karneval. 1931. Jede Radio-Vatikan-Absendung. 1941. In London wird einer von der Schmier als erster Mensch mit Penicillin behandelt. 1978 in Teheran wird das Teppichmuseum eröffnet. Das sind doch mal Neuigkeiten, oder nicht? So, Namenstage, wem können wir gratulieren? Herzlichen Glückwunsch an unser noch Papst, oder ist das nämlich Papst? Ich weiß es ja nicht genau. Jedenfalls haben wir heute Benedikt und Gregor. Tja. Und dann könnte man noch ein bisschen über das Wetter schwaden. Aber das lasse ich jetzt. Ihr könnt ja rausschauen, da seht ihr, was mit dem Wetter los ist. Von der Temperatur liegen wir bei -1 bis -6 Grad. Und ich persönlich weiß ja ohnehin, wenn die Wetterfee wieder da ist, geht auch der Sonne wieder raus. In diesem Sinne, madet Jod, Peace for everywhere. Oder so ähnlich.